Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Secret of Monkey Island auf Pelzig. So, wir kümmern uns jetzt schon um unser Crew. Und dann, die Sache, holen wir uns auch unser Schiff. Und dann müsste es gewesen sein. Also, Crew können wir hier noch hingehen. Dafür müssen wir allerdings wieder unser Gummihuhn benutzen. Und zwar mit dem Kabel. Da gehen wir nämlich zum Miethook. Ich habe am Anfang immer versucht, die Männer mit geringer Moral durch die Piraten in der Stadt zu organisieren, aber das sind ja genauso Feiglinge. Die kannst du ja auch nicht rekrutieren, die Kerle. So, dann hier. Und dann sorgen wir doch mal dafür, dass wir hier zum gute alte Miethook gehen. Mal gucken, was der sagt. Hab doch gesagt, dass hier die Show nicht mehr ist und auch keine Tattoo-Tricks mehr, Herrgott doch mal. Die Gouverneurin ist gekidnappt worden. Was? Das ist ja monströs. Wirklich? Hier ist die Nachricht, die ist in der Losse. Oh nee, das ist ja schrecklich. Was machen wir dann jetzt? Ich habe gedacht, du hättest die Idee. Wir könnten warten und darauf hoffen, dass sie wieder zurückkommen. Ja, hinterher Segler. Segler vor allem, nicht Ziegler. Wir könnten uns mit Gram überkommen lassen und aufgeben. Nee, hier. Wir könnten unsere Crew zusammensuchen und könnten hinterher segeln. Das ist ja mal eine Idee, Kerl. Na, wenn wir jetzt noch einen Kapitän hätten. Wie wär's da mit mir? Du? Ja, der war gut. Hey, ich mein's ernst. Echt? Ja, echt. Okay, dann musst du es aber beweisen. Guck mal und auch. Dumm. Ich will dir etwas zeigen, wo. Ne? Ja, ist etwas, was der zeigen will. Etwas Schreckliches. Etwas so schrecklich, was nachts wo ich nachts aufwache und drüber nachdenke. Aber ich will dich jetzt nicht verängstigen. Ich weiß, du bist ein großer, mutiger Kerl und du wirst kein Problem haben mit dem Monster hier. Er ist ein bisschen kleiner als das Vieh, was man vor Jahren die Hand abgerobbt hat. Ich hoffe, du bist ein bisschen schneller als ich war. Ach Gott. Du musst dich nur an etwas erinnern. Ich hab das Vieh schon seit Wochen in mich gefuttert. Ich Tapschädel. Okay. Guck mal rein und überzeug dich mal selber. Und ich geh dir mal aus dem Weg. Warte mal. Du kriegst kalte Fies. Nee, ich möchte nur wissen, was mich da erwartet. Du sollst die kleine Torte aufmachen. Ne? Und wenn du tapfer genug bist, dann berührt das Monster da drin. Okay, das ist alles. Ach Gott, okay, geh schon hier. Wenn dich traust, wenn die Eier davor hast. Allerhaupt du aber warte, der Kerl. Na dann, machen wir mal die Tür auf. Und es ist der mörderische, geflügelte Teufel. Tap, Tickle, Jab, Poke, Tease, Bother, Stroke, Prod, Feel. Wir streicheln ihn. Ein armer Papagei. Ich kann's ne Klave her. Du bist echt ein tapferer Kerl. Du hast das Monster berührt, was ich schon seit Ewigkeiten nicht gekonnt hab. Und du hast echt die Eier. Ich fühle mich wie ein Feigling. Ich bin nicht gut genug, für in deine Crew zu kommen. Ich bin nicht nur gut genug, um dein Deck zu schrubben. Ach, komm schon, Miethook. Bist ein großer, starker, gut aussehender Kerl und mit einem sprechenden Tattoo auch noch dazu. Du kannst auch jederzeit mein Deck schrubben. Wirklich? Ja, sicher. Ich bin immer noch in deiner Crew. Ja, pack dein Zeug zusammen und dann triff mich bei der Docks. Oh, danke. Ich lass dich nicht hängen. Ja, super, dann haben wir auf jeden Fall schon mal, ne? Dann haben wir an Bord. Dann kann ich ja noch die ganze Tattoo-Show zeigen, wenn wir noch auf See sind. Das klingt ja immer besser und besser. Okay.
Na, dann hoch mit uns. Da haben wir jetzt schon 2 Leute in der Crew. Der Ender hat uns übers Ohr gezogen, übers Ohr kaue und ist fort. Und der zweite, der, ja, ist so ein bisschen ein Feigling, obwohl es so ein riesiger Kerl ist und hat Schiss vor einem Papagei. Wie auch immer ein Papagei dem die Hände abgebissen hat. Irgendwie will man es nicht wissen. Aber es war anscheinend möglich. So. Dann bleibt ja nur noch die Schwertmeisterin übrig. Und dann haben wir theoretisch schon unser Crew. Ich sag bewusst theoretisch. Weil wie das mit der Crew so ist, das sehen wir ja dann, ne? Guybrush ist jetzt auch nicht gerade unbedingt der mächtigste Pirat und A-Führer, sodass sich das Ganze jetzt auch nicht so wirklich gut durchsetzt für ihn, aber so what. Das sehen wir ja dann. Wir gehen erstmal da hier und jeder von denen schuldet uns eigentlich mehr oder weniger was, außer Meathook. Der schuldet uns nichts, aber den haben wir überzeugt. Du hast doch schon das T-Shirt. Was willst du dann noch von mir? Die Gouverneurin ist gekidnappt worden. Was? Das ist doch Schwachsinn. Ja, hier haben wir wieder der Erpresserbrief, beziehungsweise die Notiz. Oh nee, das sieht ja schlecht aus, sehr schlecht. Ich hole Schiff und sammle Crew, um sie zu retten. Ich habe so ein Gefühl, dass ich das bereue wäre, aber ich bin dabei. Ich treffe dich bei den Docks. Das ging schnell. Das ging wirklich schnell. Gut. Dann wird das so geklärt. Und wir können noch zu Stan. Und jetzt sagt jemand der richtige Kredit hin. Wir tun uns auf jeden Fall nochmal den Spaß an und lassen uns jedes Schiff zeigen, was er da parat hat. Sonst wäre es ja kein schönes Let's Play. Es soll ja kein Speedrun sein mit Kommentar. Das ist ja wirklich ein Let's Play. Wir wollen und sollen Spaß haben. Aber Moment, eine Sache noch, die mich interessiert. Okay. Du finde ich so schöner. Und ich glaube, die haben wirklich versucht, die Alt-Pixel-Grafik mit der Musik so gut wie möglich noch zu vereinen. Howdy! Schön, Sie wiederzusehen. Ich habe doch gewusst, dass Sie wiederkommen. Das tut jeder. Und warum kommen Sie wieder? Gucken Sie doch mal die Schiffe. Ah, ja, ich habe für jeden so richtig, ja. Komm, jetzt gucken Sie sich nochmal um. Alles klar. Ich finde es auch geil, wie sich die Karo-Muster einfach nett bewegen. Also, was kann ich Ihnen dann zeigen? Also, das Ding wollen wir auf jeden Fall mal nicht. Okay, das da hinten beim Büro. Das pfiffige Blau da hinten bei Ihrem Büro, das sieht nett aus. Natürlich tut's das. Es ist ja auch meins. Und das ist nicht zum Verkauf. Was kann ich Ihnen dann sonst noch zeigen? Okay. Was wollen Sie dann für Ihres haben? Ich habe Ihnen das schon mal gesagt, das ist nicht zu verkaufen. Yes, Sie sind so nervig, aber hey! So bin ich doch auch, oder? Was kann ich Ihnen als sonst noch zeigen? Okay, wie wär's dann hier mit... Ich hab nicht so viel zum Ausgeben, also mal was Preiswerteres. Keine Angst, ich hab doch für jeden was, ne? Jetzt gucken wir uns das mal an. Denn ich hab das Schiff für Sie. Hier mir noch. Okay, wackel, wackel, wackel. Und was haben wir dann? Ja, die berühmte Seeaffe. Das ist das Schiff, womit man noch Monkey Island Trademark gesegelt ist. Und niemand, der lebendig weiß, zurückkommen. Naja, zumindest nichts mehr, ne? Denn der letzte Besitzer, das war ein abenteuerreicher Pirat, oder so ein schöner Abenteurer-Pirat. Und der ist damit losgezogen, um das Geheimnis von Monkey Island Trademark rauszufinden. Aber wie viele davor hat er versagt. Und ihr Schicksal ist unbekannt. Und die sind wieder zurückgekommen auf Mealy Island Trademark, ohne irgendeinen Mensch an Bord. Und manche munkeln, dass der Bande von Schimpanse das gesegelt hätte. Schimpanse? Das gibt doch auch eine Schimpanse in der Karibik. Ach, seien Sie doch still, das gibt doch eine gute Story ab. Aber das Baby gehört jetzt mir. Naja, solange bis bei jemand ein Angebot macht. Dann sprechen wir mal über das Geld, über Ihr Geld. Okay, das ist eigentlich das Schiff, was ich haben möchte. Das ist auch das Schiff, was wir kaufen werden. Trotz allem möchte ich mal die anderen Dinger nochmal angucken. Gut, ja, ich werde auf jeden Fall hier den Gebrauchsschiff Bassar verlassen. Du kannst drauf wetter, Stan.
Okay, wie wär's denn du damit? Etwas, was nicht so teuer ist und auch noch nicht so veraltet ist. Gute Qualität, das ist doch mein Motto. Ja, ich habe genau das Boot für Sie. Kommen Sie mal noch. Ah, na hopp, was soll er mal dann zu zeigen? Also, Wikinger-Schiff. Okay. Ich weiß, dass Ihnen Qualität viel bedeutet. Also gucken Sie sich das Baby doch mal an hier. Und das sehe ich doch schon wie Sie sich anziehen. Und hier, das ist aus dem Land fern im Norden. Wo die See unvergiftet, ach du liebe Zeit, Mann. Auf jeden Fall, die See dort ist uferzeilig und die nordische Qualität ist so genial, das sage ich Ihnen. Und es ist überhaupt nichts kaputt, das Ding, das ist perfekt und passt genau in Ihre Preisspannerei. Okay, dann möchte ich das Schiff trotzdem nicht haben. Ansonsten können wir nichts anderes mehr haben, ne? Und 5 andere Typen wollten sich das Baby ja nochmal angucken. Und ich kann Ihnen bestimmt nicht garantieren, dass es dann später nochmal durch sein wird. Aber ja, das ist ja Ihre Entscheidung, ne? The Viking One, okay. Gehen wir nochmal zum Cheap. Gehen wir nochmal zum günstiger. Ja, ich hab's da gewusst. Es geht Ihnen nicht mehr aus der Kopf, oder? Ja, mir noch. Jawohl, das wollen wir haben. Das ist wenigstens ein Schiff, auch wenn das vom Bug aus schon noch ohne absauft. Ja, es ist sehr schwierig von dem Mystery-Schiff da wegzugehen, definitiv. Aber ich habe hier was, ne? Kredit vom Gemischtwarenhändler, würden Sie das nehmen? Ja, natürlich. Das ist genauso gut wie von Stan. Es macht doch kein Problem. Ja, egal wegen was sie jetzt nicht kreditwürdig sind, wegen Spielschulden und weiß der Teufel was. Wenn der Gemischtwarenhändler ihnen genug vertraut, um ihnen den Kreditbrief zu geben, dann müssen sie doch ein ehrlicher Mann mit einem gescheiten Einkommen sein, oder? Ja, stimmt. Dann sprechen wir über die Extras. Ich weiß, Sie wollen's. Und Sie wissen, Sie wollen's. Und ich will hier was verkaufen. Alles klar, dann sprechen wir doch mal über die Extras. Extras. Sie wollen über Extras sprechen. Ja, das Baby ist voller Extras. Zum Beispiel Porthole Defoggers. Okay, das ist so ein Quatsch, brauche ich nicht. Die Nebelscheinwerfer oder was? Ich glaube, ich komme ohne den Schrott aus. Ohne den Stück Müll. Naja, das wissen Sie, wenn es gegen Eisberg rammen oder ähnliches. Naja, aber es gibt noch mehr. Der Anti-Lock-Anker beispielsweise. Ja, ohne den Quatsch kann ich auch noch leben. Ja, schmeißen Sie ruhig die Sicherheit in den Wind, aber hey, es gibt noch mehr. Irgendwas mit dem Ruder noch. Ohne den Quatsch kann ich alles leben. Kein Problem, fort damit. Naja, es wird ja auch ohne Ruder irgendwie laufen. Vielleicht. Aber warten Sie, es gibt noch mehr. Die Velour-Segel. Nee, brauche ich nicht. Ja, reißen Sie leicht, das kann ich verstehen. Okay, ja. Alles klar. Der Tachometer braucht doch kein Mensch so einen Käse. So, jetzt gucken wir mal. Wisst ihr, fragt nicht, dass sie so ein Geizhals sind, aber es gibt doch noch mehr. Oh Gott, nee. Nee, ich brauche auch keinen Aufzug für meinen Woi. Alles Quatsch. Ja, es ist schon dekadent, definitiv. Simulated Wood Siding. Alles Quatsch. Braucht doch kein Mensch so einen Käse. Ja, aber ich sag's Ihnen. Barnacles hassen Holzimitat. Okay, ja, das hatten wir schon, die Defoggers. Genug über Extras. So habe ich ja schon abgesagt. Gut, wo waren wir dann? Was denken Sie, wie viel es dann wert ist? Okay, 7300 Piastra möchte dafür haben. Also, nee, das wollen wir nicht. Ich würde Ihnen ganz gern mal ein Angebot machen. Ja, super, wie viel?
Komm, nur 2000 Piastra, der Schrotthaufe da, ne? Ja, wir können natürlich auch von ganz ohne anfangen. Ich habe den ganzen Tag lang Zeit, aber... oh Gott, so bin ich jetzt gerade überfrucht. Ich muss das Baby hier verkaufen, bevor ich mein Hemd noch verliere. Okay, dann würde ich ihm trotzdem ganz gerne ein Angebot machen. Und zwar machen wir ihm 3000 Piastra mal als Angebot. Klingt schon ein bisschen mehr, aber nicht so viel, wie ich es gern hätte. Sie könnten es beim nächsten Mal ein bisschen besser versuchen. Oh je, heute möchte ich noch damit fortfahren. Ja, komm. Dann machen wir jetzt bei 4000. Eventuell wären wir uns da schon einig. Okay, 4000 Piastra. Das ist ein bisschen mehr als beim letzten Mal, aber immer noch nicht mehr. Probieren Sie es mal ein bisschen besser. Ich weiß, Sie können das, ne? Ach du Liebe, jetzt habe ich das selber gebabbelt, bla 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 bla. Okay. Ich mache wieder ein Angebot. Und jetzt stinkt es mal 7300 bezahlt für den Schrott. Bestimmt nicht 5000, das ist mein absolutes Limit und mein letztes Angebot. 5000 Piastra? Okay, es bringt mich um, aber na gut. Weil sie sind, gibt's nochmal, kriegen halt meine Kinder keine Weihnachtsgeschenke das Jahr, aber nehmen Sie es doch einfach. Ich bin ja froh, dass ich endlich den Scheiß auf Werttage fort habe. Ach ja, haben Sie noch übrigens die Formulare vom Gemischtwarenhändler dabei? Dankeschön. Ich muss es noch meinem Boss zeigen, es ist ja Quatsch, aber ich werde nochmal mit ihm sprechen. Sie sehen mich dann nochmal an den Docks und ich bringe das Schiff und die Papiere. Und ich glaube, wir sind uns das mal ziemlich no gekommen. Ich meine, ich fühle mich hier, als wenn wir uns wirklich einig waren und hätten uns verbrüdert schon fast, ne? Sie sind ja der Allerbeste und die haben das Beste gemacht, wirklich. Vollidiot. Ich sehe Sie beim Dock. Und vergessen Sie Ihr Crew nicht. Alle 3. Schmierlapper. Okay, das ist jetzt unseres, die Sea Monkey. Und jetzt ist hier nochmal ein Schild, was aufgehängt hat und das Büro ist zu. Ich habe ein Schiff verkauft, kein Sklave. Ich bin jetzt auf eine lange Reise und gäb's Geld von irgendeinem so, armen Schlucker aus. Arrivederci, Stan. So, dann können wir auch nochmal hier. 174. Können wir auch nochmal hier mit der Grogmaschine benutzen. Krummel, Krummel, Krumpel. Nix. Verflixt. Jetzt habe ich da extra das Ding ausgegeben. Hey. Nix. Verfluchtes Ding. Das musste jetzt aber auch noch sein. Gut. Na dann. Gehen wir jetzt ein letztes Mal hier in Mealy Island rum. Und wir finden noch was. Moment. Eins könnte ich noch machen. Auch wenn ich dann erkläre ein bisschen überziehe, aber so what. Es ist ja die letzte Episode wieder bei meiner 4er-Aufnahme heute, weil zu mehr als 4 Episoden hintereinander komme ich heute auch wieder nicht. Also ab zu ihm noch, zu ihmchen. Und gucken wir mal, was bei dem so abgeht. Keine Antwort. Okay. Also den hätten wir erst gar nicht mitnehmen können. Und ich glaube, der wäre auch sowieso nicht mitgekommen. Also wir hätten sowieso nur Otis, Meathook und Carla als Auswahl für die Crew. Und da ohne kommen wir übrigens auch nirgendwo hier. So nebenbei bemerkt. Also wieder runter an die Docks. Und da war schon Stan auf uns mit der Sea Monkey. Hey, ist ja gut, dass Sie jetzt endlich mal hier sind. 10 Leute haben nochmal ein Angebot für das Baby gemacht, während ich hier gestanden habe und auf sie gewartet habe. Aber ich habe gesagt, keinesfalls. Ich kenne einen Kerl, der liebt das Schiff so sehr, dass es ins Herz brechen wird, wenn er es verlieren wird. Stimmt doch, oder? Natürlich stimmt es. Gucken Sie sich doch mal nochmal das Schiffchen an. Oh, schlank, aerodynamisch. Das ist doch wirklich eine wunderschöne Schönheit. Und mit einem Komet noch hinten dran, Sternschnupper. Ich habe mir hier so einen richtig schönen Moment. Hoffentlich wandert die Hand nicht tiefer. Ich habe meine Meinung geändert. Ich kann sie nicht aufgeben. Ich gebe Ihnen nach Ihr Geld zurück.
Wie könnte ich dann so Schönheit verkaufen? Aber ein Deal ist ein Deal, oder? Ja, natürlich. Wir sehen uns später. Viel Glück und ich bin weg hier. Ups, ich habe beinahe vergessen, Ihnen hier noch die Broschüre zu geben. Ich schenke wir sie, nur um sich zu erinnern, wo sie das Ding herhängen. Von Stans. Oh je. Vielleicht hätte ich mir das Ding mal ein bisschen besser angucken sollen. Hey, wir haben das lange nicht gesehen. Du zweigsichtiges Kretin, du hast mich reingeleckt. Deine Tante Tilly macht furchtbare, lausige Karottekuchen. Ach, jetzt komm schon. Sei nicht so wütend. Ich bin doch hier, um zu helfen und nicht nur fürs Geld. Was Geld? Ja, wir werden doch bezahlt für die Sache, oder? Stimmt das, was ich über dich und Gemischtwarenhändler gehört hab? Lenken wir mal ab. Jetzt fang nicht mit mir irgendwelche Kabel an. Und was ist denn das für ekelhaftes Fraktur draußen überhaupt? Wir können doch jetzt mit dem Stück Dreck doch nicht wegsegeln. Wo ist deine Kabine, Junge? Wir würden ganz gerne mal mein Zeichnung wegbringen lassen aufs Schiff. Was geht denn hier ab? Wo ist denn unser Schiff? Wo ist denn unser Crew? Das wird nicht so leicht, wie ich gedacht habe. Kapitel 2, die Reise. Herrlich. Ach ja. Durch die couragierte Anführerschaft von Captain Threepwood ist die Sea Monkey auf ihrer Reise. Und obwohl kein navigatorisches Equipment dabei ist, fangen die Leute an, ihre Reise zu planen und anscheinend ist der Mast auch wieder vorne besetzt worden. Als allererstes würde ich mal, wäre es mal super, wenn ihr als Crew funktionieren würden und die Reise wird nicht so einfach sein. Man braucht Talent, Ausdauer und vor allem Teamwork. Als erstes würde ich mal ein paar Pflichten festlegen. Wohin wollen wir überhaupt noch mal gehen? Ich habe hier eine Liste. Sackert, keine Ahnung, weiß ich aber nicht. Ich weiß nicht, was da der große Deal ist, die Gouverneurin zu retten. Die kann doch bestimmt auf sich selber aufpassen. Naja, so wie ich das sehe, haben wir hier das große Schiff, das großartige Schiff. Naja, wir hätten auf jeden Fall Schiff. Und wenn wir jetzt hier alles mal laufen lassen, dann könnte man ein bisschen in der Gegend rumsegeln. Und ich könnte an meinem Teint arbeiten. Ja, finde ich eigentlich auch. Ich bin auch in letzter Zeit so gestresst gewesen. Ich könnte mal eine Pause gebrauchen. Na dann ist entschieden. Wir segeln durch die Karibik. Ich bin verdammt. Und ich dir mal sage, ihr liebe Leute, an genau der Stelle können wir jetzt hier unseren Cut machen. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play The Secret of Monkey Island Special Edition auf Pelzig. 35% immer abgeschlossen. Und meine Aufnahmetage, oder beziehungsweise meine Aufnahme für heute sind wieder erledigt. 4 am Stück, ist doch wunderbar. Und übermorgen sehen wir uns dann, wie wir noch Monkey Island Trademark segeln. Also machen's gut bis dahin. Iron Yankee.